wunderschönen guten Abend zu einem weiteren kleinen Stream. Heute mal ohne Cam. Einfach aus dem einfachen Grund, dass es viel zu warm ist. So, und ich probiere mal. Schauen wir, ob wir live sind. So, das Game heute starten. DJ Timochi ist live. Ja, wunderbar. Test, Test. Wunderprächtig. Ist da schon jemand da? Der Flexu. Moin. Guten Abend, wie geht's? Danke mir auch. Da muss ich heiß haben wie eine Sau. Ja. Gut, dann gehen wir doch mal rein in die Masse, würde ich sagen. Seid ihr ready? So. Heute auch nur ein bisschen kürzerer, kleiner Stream, also 2-3 Sachen, die ich machen will. Aber ich glaube, der grosse Tag wird morgen. Jetzt schnell schauen, ob alles läuft. Ja, das sieht doch gut aus. Gut. Ihr seht, der Bruno ist ein bisschen angeschlagen. Das liegt ganz einfach dran. Dass ich, wie soll ich das erklären? Oh, sind wir am Schnurren? Hallo? 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 Okay. Ja, der Bruno ist ein bisschen angeschlagen. Das liegt daran, dass ich zwischenzeitlich einmal durch die Map gefallen bin. Als ich gestern Abend aufgehört habe zu streamen, bin ich nochmal am Bankomat. Beziehungsweise ich bin dann, glaube ich, sogar nochmal ein bisschen Gitarre spielen, ich habe noch ein bisschen Geld verdient. Aber sonst ist nichts weiter Spannendes passiert. Und der Bruno ist durch die Map geflogen. Und er war heute ein bisschen bewusstlos gewesen. Habe dann das Glück gehabt, also das ist mir jetzt schon zweimal passiert. Ich bin auch mal mit dem Auto durch die Map geflogen. Lustigerweise passiert das immer dann, wenn ich nicht streame oder aufnehme. Aber sonst ja. Ich muss mir jetzt noch ganz schnell überlegen, wie wir das jetzt ausspielen, weil ich kann schlecht sagen, ja, ich bin durch die Map geflogen. Jetzt gesehen, ich muss noch die Stream-Information aktualisieren. Heiliger Beck. Bruno, was haben wir da? Samstagabend mit Bruno. So. Aktualisieren. Jetzt sollte es auch passen. Jetzt. Nein. Scheiße. Ey, wirklich. So. Hey, Ice Shooter, wieso ohne Facecam? Weil es viel zu heiß ist. Und wenn ich die Facecam nicht anlasse, muss ich das Licht nicht anlassen, muss ich den Greenscreen nicht aufbauen, muss ich die Türen nicht zutun, muss ich da alle Lampen nicht. Das ist einfach einiges angenehmer.
Und es ist, ich finde es so cooler ab und zu ohne Facecam, weil man ein bisschen mehr in die Figur von Bruno reinschlüpfen kann. Genau. So. Wie geht's dir so? Ice Shooter. Bruno geht es eben nicht so gut, wie man sieht. Da muss man noch etwas überlegen, was er das mal gemacht hat. Weil er ist wieder durch die Map gefallen. Aha, easy, alles gut. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass ich hier oben ohne hocken kann. Was Twitch ja bekanntlicherweise schon nicht so gerne hat. So, wir haben nämlich noch eine Idee gehabt, ich zeige euch das mal. Ich habe nämlich einmal noch ein bisschen Zeitung gelesen in der Zwischenzeit. Da hat es nichts Neues gegeben. Genau, dieser Artikel hier. Geld machen ist easy. Ich habe den beim ersten Mal eigentlich nicht gelesen, weil ich denke, es geht einfach darum, dass man jetzt Kredite nehmen kann und so. Und da denke ich, ja, das brauchen wir nicht, das ist nicht so interessant. Aber ich habe dann... Nächstes Mal kannst du mich auch hosten. Wenn, wie, wo, was? Ich habe nicht mal mitbekommen, dass du streamst. Sorry, Digga. Muss ich die mal bei mir in die Liste rein tun? Das kann man gerne machen. Muss ich mal, weißt du, ich weiß gar nicht mehr wie, ehrlich gesagt. Aber wenn ich daran denke, tue ich die auch noch rein, dass es automatisch hosten. Genau. Ich habe dann hier mal irgendwann gelesen. Ich langweile mich zu Tode. Oh nein. Ja, kannst jetzt für den Bruno ein bisschen zuschauen. Dafür ist der Bruno verletzt, weil er die Map gefallen ist und ich muss mir jetzt irgendetwas überlegen, warum sie verletzt ist. Schon wieder. Kein Ding, aber bist glaube ich auch kein Follower von mir. Soweit ich weiß schon. Ich glaube schon. Oder den habe ich noch gar nicht gewusst, dass du streamst. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber falls... ich glaube schon. Ich kann jetzt schlecht schauen. Aber sonst schreibt mir schnell auf Twitch eine Privatnachricht. Dann kann ich, wenn ich fertig gestreamt habe, mal schauen. Und nur schnell in das Hey oder irgendetwas, das ich wegen dem Username. So, was haben wir gesehen? Genau. Ich habe den Artikel gleich mal noch gelesen. Wegen Kredit und bla bla bla. Aha, kein Ding, egal. Du, nein, weißt du, das ist kein Problem. Alles gut. So Kreditnehmer helfen, bla bla bla, Finanzierung. Und aber, das da habe ich eben nicht gelesen. Attraktiven Nebenerwerb. Ganz easy Geld verdienen im Schlaf. Wenn bist du fertig? Weiss ich noch nicht genau. Das weiss man nie so genau beim Roleplay. Weil man kann nämlich jedoch sind Finanzierungen nicht unsere einzige Profession. Vermögende Kunden bieten wir die Möglichkeit, ihr Geld ganz entspannt für sie arbeiten zu lassen und versprechen ihnen zufriedenstellende Rendite bei Anlagemengen bis zu $5.000. Geld machen war noch nie so einfach in Los Santos. Das klingt für Bruno sehr, sehr interessant. Jetzt ist einfach das Problem, wir haben Samstag und die haben auch zu. Zwischen 20 und 23 würde noch passen. Die Telefonnummer ist 24 24 24. Wir können sie mal probieren. So. So viel da dazu. Und dann einfach auch für euch ganz, ganz wichtig. Morgen, der grosse Event. Also wir werden auch ab der 7. streamen, denke ich. Vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Der grosse Event von Venture, wo der Bruno wird auftreten. Bruno sein grösster Auftritt. Haben ihr flüssig geschrieben. Okay, super, merci. So. Dann haben wir.
Jetzt muss ich jetzt schnell schauen. Wir haben noch, was haben wir noch offscreen gemacht? Ah, das Telefon hat es noch gegeben. Sophie hat noch angerufen, der Ben hat noch angerufen. Wir haben probiert, die Cat hat noch angerufen, die wir gestern noch gelernt kennen. Wir haben dann 24 schon mal probiert anzurufen. Das war nichts, zweimal schon. Genau, und was ich glaube noch nicht gezeigt habe im Stream, wenn ich mal auf der Straße sehe, rufe ich Bruno nach dir. Ja, das ist gut. Der Hardy hat mal noch angerufen. Der Hadi heisst er ja eigentlich. Wir haben ihn schon unter Hardy gespeichert. Und SMS, die Emma hat geschrieben, bist du unterwegs, zufällig am Stadtpark. Das war am 20 von 9. Schreiben wir da mal zurück. Aufgewacht. Und du? Und der Ben, mit dem Ben haben wir noch geschrieben, ob er uns die Nummer kann geben von dem Finanzheini. Und er hat dann gesagt, er hätte es dir schon gegeben, hat er aber nicht. Das ist 24. Und ich habe gedacht, ob er andere, ich habe noch gefragt, ob wir Zeit haben. Da bin ich vorher schon heute drin gewesen. Ui. Ja, dem läuten wir jetzt mal an. Emma, ich bin gerade in Lolitas Bar. Okay. Mexikaner haben mir noch geschrieben wegen der Kleider, das haben wir gestern gesehen im Stream. Und der Hadi hat noch einen Text geschrieben. Hey Bruno, tut mir wirklich leid. Habe sie in meinem Handykalender eingetragen und es auch noch gesehen, aber hey, ich muss den Bildschirm ein bisschen drehen, ich kann das fast nicht lesen dann. Ich kann das fast nicht lesen, so weit dann. So. Eingetragen und es auch noch gesehen, aber ich bin mit starkem Sonnenstich im Bett gelegen und nur am Kotzen gesehen. Bin ja lange in der Ferien in der Schweiz 2 Wochen. Da hat mir die Sonne auch nicht so gut da. Ich hoffe dennoch, dass alles ist gut gelaufen und die erste Auftritt erfolgreich war. Mal wieder lernen zusammen. Lieber Gruß, Hadi. Genau. So. Ich glaube, da habe ich euch so weit geupdatet. Aber jetzt müssen wir uns noch schnell überlegen. Oh, ich muss etwas zu trinken holen, noch schnell. Leckst das warm da. 1 Sekunde. Fenster auf. Ventilator. So. Gut. Nein, wir müssen uns etwas überlegen, warum es der Bruno schon wieder verletzt ist. Das ist ein bisschen das Problem. Hört ihr das? So. Ob wir dann mal in den Stadtpark gehen? So, jetzt probieren wir aber noch schnell diesen 24 anzuleiten. Mist. Okay, das ist nichts. Ja, was wollen wir sagen? Jetzt für euch noch schnell Out of Character, das hätte ich mir auch vorher so überlegen. Ja, hey, nochmal. Warum zeigt es mir eigentlich hier nicht mehr eine Nachricht an? Endlich.
Es kommt mir nichts Schlaues in den Sinn, wo man Roleplay-mässig ausspielen kann. Oh, ich habe eine Idee. Gut. So. Doch noch etwas mit aus dem Kühlschrank. Und einkaufen müssen wir dann auch schon gleich wieder. So, 2 Burger, 2 Wasser, Zigaretten haben wir. Aber ich glaube, es ist Abend, wir legen etwas anderes an. Könnte frisch sein draussen. Ah, machen wir einen South-Stream, ist sicher lustig. Macht ihr das? So, okay. Ne, Schuhe kann ich anbehalten. Die Hose ziehen wir ab, legen wir die schwarz an, das T-Shirt ziehen wir ab, legen wir, weißt du was, legen wir den Pulli an. Das ist zwar, glaube ich, ein Kendrick rein, aber... Ah. Nein, komm, wir legen den schwarz an. Wir legen den schwarz an. So. Geht klar, oder? Gut. Dann gehen wir doch mal Richtung Stadtpark. Ah nein, zuerst schnell heute ins Spital. Genau, ich habe nämlich in der Zwischenzeit das Auto umparkiert, weil ich noch ein bisschen unterwegs war, wie gesagt. Aber es ist eigentlich nichts Interessantes passiert, sonst hätte ich natürlich den Stream angeschmissen. So. Ich meine, bei den Taxis weiß man ja nie, wann die noch fahren. Ne? Ja, muss mal gucken, ne? Ja, wann bist du denn morgen wieder wach? Hallo, der. Guten Abend. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich hatte einen kleinen Unfall. Und habe jetzt Schmerzen in der Schulter ein bisschen. Was für ein Unfall ist denn Ja, passiert? ich habe etwas viel getrunken und bin gestürzt. Ja. Gerade kein Arzt verfügbar. Alle beschäftigt. Okay, Am besten warten Sie kurz okay, an der Couch. okay, danke. Okay. Oh, die eine meinte, die braucht locker 10 Minuten noch mindestens für eine Patientin. Wenn nicht, fahrt erstmal und ich rufe euch an, wenn ich fertig bin. Okay, alles klar, hau rein, peace. Zu viel gesoffen hat der Bruno. So, dann wird das wohl doch was mit uns beiden. Dann kommen Sie mal mit. Perfekt, okay. Ich könnte eigentlich fangen den Kontostand checken. Ja.
Hallo. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe mich irgendwie an der Schulter verletzt, ein bisschen verknackt. Ich bin ein bisschen blöde gestürzt. Okay, dann kommen Sie mal mit nach hinten. Okay. So, dann dürfen Sie hier einmal Platz nehmen. Jo. Hoppla. Okay, gut. Was ist denn genau passiert bei dem Sturz? Ich kann es ehrlich gesagt nicht mal genau sagen, weil ich habe ein bisschen sehr viel getrunken. Wie lange ist das jetzt her? Boah, schon ein paar Stunden jetzt. Aber doch heute, ja? Ja. Ich habe dann zwischenzeitlich noch mal ein bisschen geschlafen und habe gedacht, es geht vorbei, aber als ich aufgewacht bin, da war es doch schlimmer. Okay. Gut. Schulter sagten Sie und ich glaube Knie, ja? Nee, nur die Schulter. Nur die Schulter. Dann Rechte ziehen Sie mal Schulter. bitte Ihr Oberteil aus. Ja. Moment. Können Sie mir da ein bisschen helfen mit dem Arm? Ja, ich kann Ihnen da helfen. Ja. So. Ei, Und ja. zack. Perfekt. Gut. Oh, schöne Tätowierung haben Sie. Dankeschön. Bitteschön. Okay, dann schauen wir doch mal. Ich muss mal auf die andere Seite. Okay. Ich muss mal eben kurz mein Handy wegdrücken. Moment. Ja, also Entschuldigung. So. Okay. ja, okay, das ist auf jeden Fall ein blauer Fleck, also ein Hämatom zu sehen. Okay. Holst du mal die Batteriensalbe? Mache ich, alles Ja, klar. okay. Wir machen da mal eine Salbe drauf Okay. und dann denke ich mal, dass es damit schon besser wird. Okay. Okay, haben Sie einen Ausweis für mich? Ja, habe ich da. Vielen Dank. Hier. Dankeschön. Ja, alte Voltaren, Schmerzsalbe, bitteschön. Okay, danke. Gut, Herr Moser, einmal Ihren Ausweis zurück. Dankeschön. Bitteschön. Genau. Dann schmiere ich das jetzt einmal großflächig ein. Ich mache auf Aber die andere vorsichtig Seite. bitte. Ja, das würde aber eigentlich ganz gut helfen, dadurch, dass es relativ kalt ist. Okay. So, schmieren wir das hier einmal drauf. Perfekt. Boah, ja, kalt. Da noch ein bisschen. Sehr schön. Okay. Wie sieht es von der Bewegung her aus? Also, können Sie beide Arme ohne Probleme bewegen oder haben Sie dabei starke Schmerzen? Es geht. Also ich habe es jetzt nicht groß versucht, weil ich habe Angst davor. Sag ich Ihnen ehrlich. Okay, wichtig ist natürlich für die Diagnose, ob Sie Ihre Arme bewegen können. Okay, ich kann es mal versuchen. Kann ich mal. Genau. Ich stehe mal besser auf dazu. Ja. Entschuldigung. Darf ich eben kurz durch? Ja. Dankeschön. So. Also. So geht halt, ne? Können Sie auch nach oben zeigen So. mit dem Arm? Ja, Ja. okay. Es Das hat, geht auch? ja, einfach schmerzhaft, aber es geht.
Gut, schmerzhaft Also- wird das natürlich sein. Also es ist auf jeden Fall eine starke Prellung. Okay. Gebrochen ist da jetzt nichts, weil sonst könnten sie ihre Schulter, also ihre Arme gar nicht so bewegen. Okay. Wenn sie die Schulter mal so ein bisschen kreisen, das geht auch. Ich kann es versuchen. Wird natürlich wehtun, denke ich mal. Ja. Aber geht, ja. Also erst hatte ich Angst, dass es irgendwie ausgekugelt ist, aber das war es jetzt nicht, sonst könnte ich ihn ja nicht heben, oder? Genau, Genau, dann richtig. wird der Arm auch etwas, ja, nach Okay. unten hängen, Okay. würde man sehen. Ja gut. Und ich muss mir das hier nochmal kurz anschauen. Gut, okay. Ich müsste nur einmal kurz Ihre Akte schreiben. Waren Sie schon mal im MD in Behandlung? Ja, ich war auch schon da, ja. Alles klar. Gut, dann schaue ich da gleich mal rein. Kann ich das Oberteil wieder anziehen? Ja, natürlich, können Sie Okay. gerne Können Sie mir vielleicht kurz helfen? machen. Ja, das kriegen wir hin. Das mal kurz. Okay, ja. Vorsichtig. Okay, so. Ja. Perfekt, alles klar. So, dankeschön. Sehr gerne. Krankenversichert sind Sie nicht? Nein. Okay, dann kann ich Ihnen schon mal so sagen, dass es wahrscheinlich $55 werden. Okay. Haben Sie nochmal Glück gehabt. Ja, Hätte auch anders ausgehen können. Aber wie gesagt, wenn der Arm ausgekugelt wäre, dann würde er meistens noch, ja, würde man es eigentlich erstens merken und zweitens würde dann auch etwas komisch nach unten hängen. okay, okay, Hätten Sie wirklich sehr, 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 sehr starke Schmerzen. Vielleicht nicht im ersten Moment aufgrund des Schocks, aber okay. Ja, ich muss da ein bisschen mehr aufpassen, wenn ich trinke. ja. Aber gut, jeder von uns hatte schon mal solche Situationen, ne? Das ist halt, Alkohol ist eine Sünde. Ja, absolut, absolut. Ja, ich hab für mich alleine gefeiert, das ist halt auch nie so gut. Okay, ja, nee, das stimmt. Aber ich hoffe jetzt, ich kann morgen Gitarre spielen. RTW 1 hört. RTW 1 verstanden. Entschuldigung, musste eben funken, wir haben Einsatz. Problem. Ja, dann der Kollege macht es wahrscheinlich noch eben kurz fertig. Okay. Ja, Gitarre spielen Sie, dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Ja, danke schön. Ich hoffe, Gleich. gut ist ja die linke Schulter, sollte eigentlich gehen. Genau. Dann sieht man sich ja hoffentlich nochmal. Vielleicht Ja, irgendwie auf großer morgen, Bühne oder so. morgen auf Ah, der- tatsächlich. am Ah, okay, Venture cool. Events, genau. Ja, siehst du, nicht schlecht. Okay. Hab So, schon mitbekommen. hast gehört? So, ich habe einmal das Kartenlesegerät dabei. Ich muss es nur mal kurz starten. Ich müsste Ich Ihnen starte mal den RTW 55, dann, ja? genau, $55 berechnen. Okay. So, bitteschön. Muss ich da kurz PIN eingeben, ne? Genau, PIN und dann mit grün bestätigen. Ah, okay. So. Alles klar. Perfekt. Dann einmal für Sie die Quittung. Jo, dankeschön. Gut, und dann begleite ich Sie noch nach draußen. Sollte sich das verschlimmern, kommen Sie nochmal vorbei. Okay, was denkt sie, werde ich, also ich weiß nicht, ich habe morgen einen großen Auftritt. Ja, ich denke Sollte mal, ja. da spricht jetzt erstmal nichts gegen. Okay, okay. Okay, gut, ich gebe Ihnen nochmal Redsalbe mit und Dankeschön. ja, genau, damit können Sie dann nochmal einspielen. Okay. So, jetzt muss ich Sie nach vorne begleiten. Ich Ja. habe nämlich noch einen, Okay, noch einen ja. Einsatz. Gut, ich wünsche Ihnen dann schon mal gute Besserung. Dankeschön. Alles klar. Vielen, Bis dann. vielen Dank. Bis dann. So. Haben wir doch das so ausgespielt. Die Action, du. Geht schnell ein Bankomat. Schnell güchseln. $0 haben wir im Sack. Wie sieht es hier so aus? So, das Geld haben wir nicht bekommen. Sollte es jetzt dem 12 wahrscheinlich wieder geben haben. Und genau hier haben wir ein bisschen etwas verdient.
Gut. Aber pst, niemandem sagen, hä? Bleibt unter uns. Bruno ist ein armer Schlucker. So. Ja, Jo, hey. hey. Entschuldige, musste dich eben wegdrücken. Ich war noch kurz im Krankenhaus. Ist dir was passiert? Ja, nichts Schlimmes. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen viel getrunken und bin blöde gestürzt. Oh, ungünstig. Ja. Ja, das Ding ist, wir sind jetzt gerade wieder vom Stadtpark weg. Okay, scheiße. Ja, ich dachte, ich kann das noch kurz erledigen, aber... ja, wo seid ihr denn? Oder wer überhaupt alles? Hallo? Ja. Ja, ich überlege gerade. Also, die einen, die wollen jetzt ins Bett. Okay, Also, es sind nicht mehr viele übrig eigentlich. Ich bin's nur noch ich. okay. Ja, und was hast du vor? Das ist ein bisschen kompliziert. So, Okay. Also du verwehrst mich schon seit einer Woche, ne? ja, ich weiß. Ich muss mal gucken, ob ich es heute noch irgendwie schaffe. Ansonsten würde ich mich morgen bei dir mal melden. Okay. Bist du bei diesem Venture-Ding? Ja, ich spiele da. Also da versuche ich auf jeden Fall da zu sein. Okay, Okay. okay. Und ansonsten gucke ich mal, was heute Abend noch geht. Ob ich Okay. dann auch ins Bett gehe oder ob ich noch wach bleibe. Muss mal Ja. schauen. Sonst gibst du Bescheid, ne? Mache ich, alles klar. Okay, Bis dann. bis dann, ciao. Ciao. Was ist mit der da los? Ja, Ja, moin. ja, moin. Alles gut bei dir? Ja, ja, geht. Ich Was? war eben noch im Krankenhaus kurz. Okay, und warum? Ja, ich habe da gestern Abend ein bisschen viel getrunken, noch für mich alleine zu Hause mit Kendrick. Okay, Und da bin ich ein bisschen blöd hingefallen. Jetzt macht die Schulter ein bisschen weh. so, ja. Jo, aber sonst alles gut. Und bei dir? Ja, ist auch alles okay, nur ich versuche gerade diesen Typen mit dem Kreditunternehmen zu erreichen, Ja, ich auch. aber der geht nicht ran. Und ich habe auch gelesen, der ist von Montag bis Freitag erreichbar. Ja, habe ich auch gesehen. 20 bis 23. Ja, aber trotzdem. Ja, egal. trotzdem Darum, nicht, das heißt- ich dachte, du hast vielleicht eine private Nummer von dem. Ja, aber da geht er auch nicht ran. Okay. Und weißt du, ob, wenn man auf eine Leitstelle eine Nachricht schreibt, eine SMS, geht das? Ja, ich glaube nicht. Okay, Bin ich mir aber nicht sicher. okay. Ja, Bruno. Ja, was machst du? Ich bin gerade bei Vespucci und da Hey, soll Grassl. jemand seinen Geburtstag feiern. Okay. Ja. Ja, ich habe sonst, wie gesagt, es ist nichts los. Ich habe absolut die Lust verloren. Okay. Ja, soll ich mal vorbeikommen? Aber ich weiß nicht, mir ist das egal, aber ich glaube, da läuft bestimmte Musik, die... Ach so, scheiße. Ja. Ja, siehst du? Ich wusste das. Ja, ich bin halt Musiker, ich habe empfindliche Ohren, was das angeht, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß. Bei mir Ach, geht's ja Mann. noch. Ja, Ah, so dann ist- schaue ich, was sonst so geht. Jo, mach das. Okay. Sonst gibst du Bescheid. Ne? Am Stadtpark? Am Stadtpark soll was los sein. Okay, ja, ich geh mal vorbeischauen. Jo, Und sonst bis morgen, ne? jo, Gut, mach's gut. jo, gut, Ciao. ciao. Wow, geil, der Timo spielt Warzone. Nein, Mann. Hey, der Bruno hat noch ein bisschen Bock gehabt, aufzuwachen. So eine kleine, kurze, knackige Runde. Und er hat eben heute ins Spital müssen.
Ist besoffen aus dem Bett gefallen, weil er mit dem Kendrick noch gesoffen hat. Daheim in der Wohnung. Also das hat er auch mal erzählt, eigentlich ist er einfach durch die Map gefallen. So, Gitarre. Spielen wir doch noch ein Ründeli. Das Plugin auftun. So. Gut, nein, ich glaube, heute können wir gar nicht mehr spielen, weil uns der Arm weh tut. Ist vielleicht besser. Wenn ich mir das so überlege. Ja, was machen wir jetzt, wenn nichts läuft? Mal Sophie anrufen. Da nicht ab. Heieiei. Hadi können wir mal noch anrufen. Okay. Toll, dieses Handy spinnt. Ja, moin. Scheiße. Ja, toll, das Handy ist im Arsch. Mist. Verdammt! Wir haben ein Tote auf dem Moor. Hilft nicht. Müssen wir heute neu starten. So. Kann ich mal noch eine Instagram-Story machen, ha? Du. So, Dele. Jetzt habe ich wieder den Hurenblatt. Hä? Moment.
das kleine Bild. Warum auch immer. Sei es so. Hallo? Ha. So, wir haben noch mehrere Nachrichten. Möchtest du nach Ranger kommen, dann bleibe ich noch wach, ansonsten gehe ich auch schlafen, aber allein zum Stadtpark kann ich nicht. Ich will wissen, was mit der los ist. Genau dann, wenn wir es weglegen. Okay. Sie läutet uns jetzt gegen da. Sie muss noch etwas klären. Okay. Kommen die Sirenen her wieder? Oh, ich hatte das Auto gar nicht gesplossen. Mal Runde cruisen. Wir könnten mal noch zum Autohändler. Wenn ich ihn noch finde. Hier ist doch der, oder? Ist da jemand rum? Sieht nicht aus, als wäre jemand da. Hm? Ich muss überlegen, wo der andere Händler ist. Oh, hier.
Jo, Hey, hallo. so, wie erkläre ich dir das am besten? Ich weiß nicht, wo Rancho ist, richtig? Nee, nicht so wirklich. Wenn du mal auf dein Navi guckst, ja? Mhm, kann ich nach dem Telefonat gleich machen. Weil ich brauche immer das Handy als Navi. Kannst du nicht auf Freisprechen machen und dann, Warte, nachgucken? ich kann es versuchen. Ah, ja, geht, okay. Ja. Wenn du im Stadtpark bist, ja? Mhm. Also ich bin jetzt nicht da, aber okay, vom Stadtpark Ja. aus. Vom Stadtpark aus einfach komplett gerade nach unten. Mhm. Also Richtung Southside. Genau, Okay. das ist da. Und, vom Stadtpark ganz gerade runter Also ich und dann bin jetzt, für dich zur Info, ich bin jetzt bei, da beim Autoladen, wie heißen die? auf Unicast. Ja genau. Oh Gott, wo waren die? Die sind dann, wenn du vom Stadtpark gerade runter gehst, dann eigentlich rechts, beziehungsweise, ja, wenn du fahren würdest rechts, dann alles geradeaus. Fast beim Macebank Tower, Macebank Arena. Das ist einfacher. Bei Unicast steht da. Nee, jetzt lass mich nochmal kurz Okay. erklären. Stadtpark runter, bis auf Höhe von dieser Arena. Ja? Ja. Da ist halt so eine dicke Straße, wo dann, nach unten wieder in eine waagrechte Straße führt. Ja? Also du fährst vom Stadtpark alles geradeaus. Jetzt Luftlinie, meine ich. Ah, Luftlinie Richtung, okay, Richtung Mace Arena. Genau. Ja. Da ist ja diese breite Straße. Da sind mehrere breite Straßen. Da ist ja eine mit einem Gleis noch drauf, ne? Ja, ich glaube, das ist die sogar. Okay, okay. Ist das die Straße mit den Schienen drauf? Die Davis, Roy, Lohenstein. Oh Mann. Ich bin so schlecht im Navigieren. Alles gut. Mann. Ja, Wo gibt's denn stehst du nochmal? bei Unicars? Also ich bin... Immer noch bei Unicast. Ja, ich stehe halt hier und telefoniere. Und schaue aufs Navi. Okay, wenn du auf dein Navi guckst. Also ich bin an dieser Straße mit den Gleisen. Unicars ist da dran. Ja. Musst du die jetzt hoch oder runter fahren, Deuce? Du musst runter in den Süden fahren. Okay, also Richtung Hafen eigentlich. Luftlinie. Oh, das ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man das so sieht. Unicast leicht südlich, südöstlich. Also was ist das nächste bei dir in der Umgebung, wo ich kennen könnte? Das weiß ich doch nicht, was hier unten ist, was du kennst. Oder irgendwas, was, keine Ahnung, was jeder kennt halt. Gar nichts. Nein. Scheiße. Es ist einfach eine Gegend, wenn du Luftlinie Stadtpark runtergehst, bis auf Höhe von der Macebank Arena. Oder wenn du von der Macebank Arena, ja? Wenn du mittig auf dieser Macebank Arena bist mit deinem Finger. Genau. Ja. Und dann nach rechts gehst, dann müsste dein Navi dir irgendwann anzeigen, dass da Rancho ist. Dass diese Gegend Rancho heißt, ja? Ich müsste mal ein bisschen rumsuchen. Davis Roy Lowenstein Boulevard.
Strawberry. Ah, ich muss da immer den Finger. Ranjo. Können Ja, wir ich kurz hab's. woanders Ich hab sagen? Ranjo. Dutch London Street. So was? Ranjo hab ich. Genau. und Dutch, dann, Dutch London Street oder. Ja, genau. Okay. Oder? Warte. Ist das Dutch London Street? Oder Jamestown Street. Jamestown Street. Jamestown Street. Ja, dann, Ja, dann genau. fahr ich mal in das Gebiet und sonst rufe ich dich wieder an. Okay. Weil ich denke, da hat's ja wenn auch du- noch viele Häuser, ne? Oder. Ja? Wenn du. Ich hab auch. Wenn du bei dieser Jamestown Street bist, ja? Mhm. Unten. Nicht oben, sondern unten. Mhm. Ja? Ich muss Ja. gerade mal gucken, nicht, dass mein Handy mich hier wieder Dutch London. Genau. Und dann geht die Dutch London Street geht ja in die Jamestown Street rein. Ja? Ja. Also wenn du von der Arena kommst, musst du ja irgendwann links abbiegen in die Jamestown Street. Fahr einfach, Ich fahr mal dahin, dann schauen wir weiter. Ich fahr fahr, einfach mal. ich fahr lang. mal in dieses Gebiet und dann rufe ich wieder Ja. an. Alles klar. Okay, Dann, ich gehe bis noch kurz was fragen bei Unicars, ne? 2 Minuten. gleich. Alles klar. Okay, bis Mach gleich. das. Bis gleich. Ciao. Ciao. Guten Abend. Guten Abend, wie kann ich helfen? Ich wollte gerne mal fragen, was mein Wagen eigentlich noch so Wert hat. Wenn ich den verkaufen würde. Ja. Den müsste ich mir einmal anschauen. Gerne. Ist es der Washington draußen? Genau, genau. Okay. Ja. So, ja. Und dann bräuchte ich einmal den Kilometerstand. Den müsste ich wissen. Muss ich kurz ablesen. Mhm. Es sind 528 Meilen. Okay. Wie viele Vorbesitzer hatte der? Soweit ich weiß, nur einen. Also einen vor Ihnen. Genau. Also Okay. ich wäre jetzt der Zweite. Hatte der schon Unfälle? Nee, nicht wirklich. Also jemand hat mir da die Frontscheibe eingeworfen, aber das würde ich natürlich noch reparieren lassen. Okay. Genau. So, haben Sie das vierte gekauft? Oder? Ich habe den vom Ach so, ja, vom das ist ja dann Vorbesitzer von, genau, abgekauft, vom genau. Vorbesitzer, genau, okay, stimmt. Also wo der dann her hat, keine Ahnung. Okay. Könnten Sie mir einmal kurz den Kofferraum aufmachen, Klar. dass ich einmal reinschauen kann? Okay. Ja, sieht soweit gepflegt und sauber aus. Okay, super, dankeschön. Schau ich mir noch einmal kurz die Reifen an. Okay.
Wenn die jetzt sagt $1000, dann hauen wir einen rein. Okay, was stellen Sie sich denn vor? Was hätten Sie denn noch gerne für den Wagen? Ich Ich weiß ja nicht, was Sie bezahlt haben. Für Ja, den. ich habe absolut keine Ahnung, was so der Wertverlust angeht, ne? Mhm. Also, Also- darum bin ich ja hier, weil ich gerne mal eine professionelle Meinung hätte, was das Ding denn noch wert hat. Mhm. Mm, Also, der ist zweite Hand. Dann 528 Meilen ist schon ordentlich. Okay. Dann die Scheibe natürlich, das muss instand gesetzt werden. Dann, Ja klar, das würde ich noch machen. genau, das ziehe ich da jetzt mal nicht von ab. Aber ich würde sagen, also dadurch, dass Sie müssen sich immer vorstellen, wir haben auch einen neuen Washington drinstehen. Mhm. Der liegt so bei 6.000. Ach, okay. Genau, das ist so quasi der Preis, wo ich jetzt Sind runterrechnen würde. sind die runtergekommen in letzter Zeit? Der Preis von dem Washington Ja. war, seitdem ich hier angefangen habe, schon 6.000. Okay. Ich Genau. dachte, das war mal mehr, aber okay. Also es Nee, ist nee. natürlich, was noch zu rechnen ist die Speziallackierung, ne? Das ist ein Grau-Matt. Ja gut, aber das war jetzt früher, ja. Also klar, es ist nicht mehr nachzubestellen, das stimmt schon. Mhm. Also derzeit zumindest nicht. Und trotz alledem, ja, macht das so viel bei dem Fahrzeug tatsächlich nicht aus. Okay. Also höchstens, ich glaube, wenn man früher also matt bestellt hatte, kostet, glaube ich, $60 mehr. So viel macht das nicht aus. Okay. Mm, Also, ich kann Ihnen. Was sagen Sie zu 4? Ja, es ist eine Zahl. Wie gesagt, ich will ihn jetzt noch nicht gleich verkaufen. Ich würde nur mal wissen wollen, was er Ihnen so wert wäre. Und Mhm. damit ich mich auch mal umschauen kann nach anderen Wagen und was die so kosten und alles. Hm? Also Genau, ich so- spiele mit dem Gedanken. Also so um Ja. die 4 denken Sie, ne? Genau, könnte ich mir vorstellen, Okay. dass wir um die 4. Also ich glaube, 4 ist aber dann schon quasi schon sehr hoch an der Grenze nach oben. Also das ist schon sehr an der Grenze, sonst viel würde ich da gar nicht sagen, weil Sie müssen sich vor Augen halten, der ist durch 2 Besitzer gegangen. Mhm. Der musste quasi schon mal repariert werden, hat seine 500 Meilen schon runter und für 6.000 kriegen die Kunden einen nagelneuen Washington. Ja, klar. Ne? So, wenn ich jetzt Ihnen 4 gebe und ich verkaufe den eventuell hier nochmal für ein paar $100 mehr, dann noch, damit wir überhaupt Gewinn damit machen können. Ja, klar, das Ähm, ist schon klar. Dann komme ich aber schon wieder sehr nah wieder an den Neupreis ran. Also von Ja. daher ist das schon, sag ich mal, das, was ich so Okay. bieten kann. Ja gut, dann danke für die Information. Mhm. Ich hätte noch eine Frage und zwar, ich habe letztens ein Auto gesehen, wie hieß das noch gleich? Ein Chester, glaube ich. Chester Classic oder irgendwie sowas. Ja, das haben wir hier nicht in der Nicht? Liste. Okay, Nein. kann man auch nicht bestellen, ne? Nein, also beim Großhändler bekomme ich das derzeit nicht. Nein. Okay. Ja gut, dann überlege ich mir das mal. Mhm, genau, also Sie können auch jederzeit fragen. Wenn Sie dann mit den Gedanken spielen, dass Sie sich ein neues Fahrzeug kaufen, dann können wir das natürlich auch gleich mit dem Neupreis also mit dem Neuwagen verrechnen. Okay, Wenn Sie sagen, oder Sie möchten einen Gebrauchtwagen kaufen, wovon ich jetzt aber nicht ausgehe. nee, denke nicht. Genau, dann können wir das gerne verrechnen mit dem Preis von dem Washington und dann, ja, dann Okay. findet man da bestimmt eine gute Lösung. Ja gut. Ja. Besten Dank, dann vielen Dank Ja, und kein schönen Problem. Abend noch, ne? Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. $4.000 Gott sind es noch gegeben für unseren schönen Washington. Aber jetzt können wir einfach dann mal bei allen anderen Autohändlern auch noch fragen. Weil ich habe nämlich so einen kleinen Plan mit dem Bruno. Aber das Ding ist halt, dass wir den Karren
Also wir brauchen ein Auto, das ist klar. Aber wir können hier ein Dorf fahren zum Beispiel. So. Jo, ich bin jetzt in Rancho. Ja, Hörst du mich? und mit mir reden. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich. Ja, Entschuldigung, Empfang ist irgendwie manchmal schlecht hier. Ja, ich bin jetzt in Rancho. Ich bin jetzt in diesem oben an diesem kleinen Viertel auf der Karte da. Du bist oben an der Straße. Ja, Dann fahr die einmal geradeaus komplett nach unten. also Richtung was kommt dann? Keine Ahnung. Also warte, ich fahr mal. Ich fahr mal eine Runde um das ganze Viertel, ne? Nee, du musst einfach nur die Straße runter. Rancho ist einfach, das ist die Straße quasi, die da entlang führt. Okay. Also ich sehe jetzt so große Silos vor mir. Große Silos. Ja, so riesen Tanks oder was das ist. Fährst du nach unten oder fährst du nach rechts? Nach unten, glaube ich. Glaubst du oder weißt du? Ja, so halb, ne? So halb nach unten, halb nach rechts. Also ich bin jetzt, wenn ich jetzt weiterfahre, komme ich über eine Brücke. Nein, dann bist du falsch gefahren. Nicht über die Brücke. Okay. Nach unten. Nach unten. Okay, dann fahre ich hier rechts. Also wenn du, da weißt du ja jetzt, wo ich bin. Siehst du die Silos auf der Karte, diese Kreise? Ja. Da links davon in der Ecke stehe ich jetzt. Links davon in der Ecke. Ja, wenn du beim obersten Silo gehst du mit dem Finger ein bisschen hoch, da ist ja die Brücke, die Straße, die über die Brücke geht. Ja. Und links ist eine Kreuzung. An dieser Kreuzung stehe ich jetzt. Dann fahr an der Kreuzung nach unten. Nach Dann macht die unten? ja so eine weiche Kurve nach rechts geht die Kurve. Genau, Dann. genau. Die fährst du lang. Okay, Bis zu der nächsten Einfahrt. okay, und dann da rein. Ja. Okay. Warte. Ja, am besten bleibst du dran, ne? Ja. Ja, da kommt ein Auto. Eieiei. Da Parkplatz kannst du stellen. Das war nicht die richtige Straße, die du Ja. lang gefahren. Du hättest eigentlich hier rauskommen müssen. Ja, an der oben Straße. runter, aber ich sag mal so, deine Beschreibung war jetzt auch nicht gerade, ne? Ich bin auch kein Navi. Mann, Alles klar. Hey Deuce, alles klar? Nate, warum bist du nicht von Macebank Arena einfach nach rechts? weil er nicht an der Und dann Macebank kam Arena war, weil Ich war bei Unicast. Ja, dann die Schiene nach unten, bis eine Kreuzung mit den Schienen kommt und dann... Ja, ich hab sie irgendwie anders verstanden, keine Ahnung. Aber ich hab's ja gefunden, ich bin ja da. Jetzt gibt Weil- mir die Schuld dafür. Nee, mach ich nicht, alles gut. Hey, wie geht's euch? Okay, ganz gut. Selbst? Ja, geht. Muss, ne? Was hattest du nochmal für einen Unfall jetzt? Ja, ich hab gestern Abend ein bisschen viel getrunken. Wo warst du gestern Abend? Ja, zu Hause. Wow. Alright. Ja, ich habe einen neuen Mitbewohner und ich habe mit dem ein bisschen gefeiert, dass ich da am Sonntag den großen Gig spielen kann.
Okay, okay. Und dann habe ich mich irgendwie hingelegt, keine Ahnung. Ah, du hast deine Mütze wieder. Ja, Mann. Stimmt, die hast du von dem Vom Mexikaner abgekauft. ja, von einem Mexikaner für $120. Ah. Ein Arschloch. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, gestern im Tequilala habe ich noch einen mit der Mütze Ich, ich sehe in letzter Zeit nur noch Leute mit dem Ding, ne? Ich weiß nicht, ob die meine Mütze geklaut haben und jetzt anfangen, die zu kopieren oder so. Ob die jetzt jemand herstellt, keine Ahnung. gesehen. Ja, und was geht bei euch so? Ich seh euch so selten. Ja, ich bin momentan hier sehr viel. Hm? Gab's irgendwie Stress oder so? Nee, alles gut. Ja. Okay. Wie gesagt, jetzt ein bisschen hier chillen halt. Da ich ja hier auch wohne. Hm. Ein paar Jungs von mir auch hier chillen. Ja klar, aber früher wart ihr ja überall unterwegs, ne? Naja, Stadtwerk immer halt dasselbe, hä? Ja klar. Idioten dort halt. Naja, es gibt manche normale, aber meist sind halt voll viele Idioten, die nur Scheiße bauen oder weiß ich was. Ja, absolut. Ja, ich spiele auch nicht mehr da, ne? Gar nicht mehr. Right. Ja, selten, Mann. Selten. Warum denn? Ja, wie gesagt, aus denselben Gründen eigentlich. Nur noch Idioten. Wenn ich da spiele, werde ich nur blöd angepöbelt. Mhm. Dann stelle ich mich lieber vors PD oder vors Krankenhaus oder an den Strand oder keine Ahnung. Naja. Right. Was war denn eigentlich jetzt aus deinem Auftritt im Tequilala? Ja, war scheiße, ne? Warum das? Ja. Ja, Das doch am nächsten Tag dann nochmal, oder? ja, aber... Ja, eben, also erst waren die Cops da, weil ein Kumpel von mir kam noch, den ich gar nicht eingeladen habe, aber der kam trotzdem irgendwie rein. Ja. Und dann kam da so eine Talent-Scout-Frau von Venture. Und keine Ahnung, wie das ging, aber der hat die irgendwie als Hure bezeichnet. Und dann ist es irgendwie ausgeartet und es gab eine kleine Schlägerei. Auch mit Ben noch und ja. Riesendrama, bla bla bla. Am Ende waren die Cops da, noch bevor ich überhaupt angefangen habe zu spielen. Mhm. Sag mal so, ist jetzt auch nicht die beste Werbung, ne? Wenn die Cops vom Laden stehen. Yeah. Ja, und als das durch war, habe ich angefangen zu spielen und nach dem ersten Song stürzt einer vom Balkon von oben Ja, wow. und bleibt Ja. liegen. Also er hat irgendwie versucht zu stage-diven oder keine Ahnung, aber er waren halt zu wenig Leute, ne? Right. Und ja, da war die Stimmung natürlich tot, ne? Aber ich hoffe, der Typ nicht. Nee, ich glaube, dem geht's gut mittlerweile. Okay. Der hat ja Glück, aber ja, keine Ahnung, man. War halt scheiße. Und dann, ja, haben wir gesagt, komm, machen wir es am nächsten Abend. Aber da haben wir es dann auch wieder abgesagt, weil, ja, werbungstechnisch ist jetzt auch scheiße, ne, von heute auf morgen so. Mhm. klar. Na gut, wir waren gestern da. Ja, und war gut gestern? Was war da? Ich weiß nicht, wir sind ziemlich spät da erst hingegangen, aber die Musik war nicht mehr die man versprochen bekommen hat, weil die Besucher alle was anderes hören wollten. Okay. Verstehe ich auch nicht so ganz, warum man zu einer Hip-Hop-Party geht, wenn man dann auf einmal Elektro... Hausparty. Da kann ich dir ein Lied singen, ne? Ich bin seit 15 Jahren DJ, ich kenn das. Und dann, ja, wurde auf einmal die Musik ausgemacht und dann hieß es, jetzt bitte keine Panik, folgt mir bitte alle nach draußen und verhaltet euch ruhig What und the keine fuck? Ahnung so, als würde gerade unten kurz davor seine Bombe da explodieren oder irgendeine Geiselnahme oder keine Ahnung. Okay. Und dann sind wir alle raus und dann kurz darauf hieß es, ja, die Sache hat sich geklärt, ist nur ein Wasserrohrbruch. Okay. Aber so ganz merkwürdig gewesen. Ah. Und dann war der Abend halt auch vorbei. Ja, ich sag's ja, der Laden ist irgendwie verflucht, ne? Keine Ahnung, voll komisch. Und läuft da heute was? Nee, Okay. Keine Ahnung, wir waren nicht da. Ja, ich Aber hab ich nur... glaub halt nicht. Ja?
Sag nur. Hä? Ich habe gesagt, ich glaub, da läuft eh nichts. Ah, okay. Ne, Ben hat mich eben noch angerufen, dass irgendwie in Vespucci da ist noch eine Party, ne? Gut, da waren wir doch. Wart ihr da? Wir waren bei Lolita, Ah, ist das da, okay. aber da war jetzt auch nicht sonderlich viel mehr los als sonst. Okay, ja, er sagte mir halt, dass die da auch, ich sag mal so, Musik spielen, die ich nicht so mag, ne? Ah, okay. Ja, und dann morgen dann im Theater? Ja, ich habe noch keine Ahnung, wo das überhaupt genau ist. Also ich war mal mit Ben an einem Theater, aber ich glaube, es gibt mehrere, oder? Ja, es gibt zwei, einen großen und einen kleinen. Okay. Und wo ist das große und wo das kleine? Also ich war an einem der beiden, aber keine Ahnung, welches das war. Das kleine, ja, die sind fast nebeneinander halt. Okay. Ich muss mir das mal anschauen gehen nachher. Die, Also ich navigiere dich nicht hin. Nee. Ja, morgen ein großer Auftritt, ich bin gespannt. right. Wie lief denn die Talentshow? Ja, Die ich Talentsuche? war um 6 Uhr da und dann habe ich irgendwie 2,5 Stunden gewartet, ne? Oh. Und dann kam ich dran, hab 2 Songs gespielt und dann habe ich nochmal eine Stunde gewartet und dann hieß es, ich bin dabei. Ah, okay. Also es hatte verdammt viele Leute. War echt erstaunt. Ja, okay. Und dann musste ich noch mit denen irgendwie shoppen gehen, die wollten uns noch Klamotten kaufen und so. Aber was jetzt genau dahinter steckt, das, Beim Weißt Event du- selber? ja, weil da ja irgendwas steht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, wie gesagt, ich kann da 1, 2 Songs spielen. Vor wahrscheinlich der halben Stadt oder so, keine Ahnung. Und that's it. Mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß noch nicht mal wann ich spielen kann, wann ich da sein muss. Ich weiß gar nichts. Wow. Gute Planung, hä? Absolut. Ja, aber du hättest mal die Karre sehen sollen, ne? Von dem Typen, der uns da zum Shoppen gefahren hat. Okay. So ein schwarz-weißes Cabrio. Ja, in Europa nennen wir das ein Bentley. Okay. Also keine Ahnung, wie das Ding hier heißt, aber echt krass. Ja, und ich habe dann versucht, ich habe dem noch gesagt, hey, ich bin Schweizer, ich brauche unbedingt eine Uhr für auf die Bühne, ne? Aber da wollte er nicht. Es sei wohl zu teuer. Naja. Ja, wir waren heute mal kurz in dem Laden, aber Und der Juwelier, ah ja, der hat ja heute geöffnet, ne? Je- Ach scheiße, ja, da wollte ich auch noch vorbei. Gut, ich habe eh keine Kohle, aber mal schauen gehen, ne? Hm. Ist alles Ja, teuer also- da. billig ist auf jeden Fall anders. Okay. Hat er nur Schmuck oder, also nur so Ketten und so oder auch Uhren? Uhr und Ketten. Ah, okay. Ja, aber da muss ich mich echt mal Ja, drum aber für kümmern. Frauen gibt's halt noch Ohrringe. Das Ah, okay. Na, Ja. Ich muss mal eine rauchen, Mann. und was hast du vor, dann da morgen zu spielen? Ja, wahrscheinlich dasselbe wie beim Casting. Da habe ich meine Los Santos Hymne. Und den zweiten Song weiß ich noch nicht genau. Irgendwas Ruhiges wahrscheinlich. Vielleicht sogar dein Lieblingssong, ne? Mal schauen. Ne, ich weiß halt nicht. Ich habe keine Ahnung, was da für Leute sind und ob ich überhaupt einen zweiten Song spielen kann oder keine Ahnung. Alright. Yes. Ja. Gucken. Wenn es klappt. Ja, ich hoffe doch. Und ihr kommt auch vorbei, ne? Ich sag mal so, wenn du ihr Lieblingslied spielst. Okay. Und dann machen wir das so. Wenn ich einen zweiten Song spielen kann, dann spiele ich ihn. Alright. Da haben wir einen Deal.
Ja. Hey, wisst ihr, dass es gibt doch irgendwie einen Gebrauchtwagenhändler jetzt in der Stadt noch. Dillys Gebrauchtwagen. Ja. Dillis, ne, hieß der, genau. Der ist da beim Boots, was ist das da, ein Heli-Landeplatz und so in der Nähe, ne? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo der ist. Okay. Ja, ich weiß, wo das ist. Ja, ich weiß ungefähr, wo ich gehe, dann mal schauen. Das ist La Puerta oder so, Dings. Ja, Was ist eben, das? genau. Genau dort. Okay. Ist das. Warum willst du dein Auto nicht mehr? Ja, mich nimmt's halt Wunder, wie viel ich dafür bekommen würde. Kommt drauf an, wie Ja. viele Meilen du drauf hast. Ja, viel zu viel. Wie viel? Über 500. Das ist gar nicht. Ist das nicht viel? Nein. Okay. Weil ich war eben bei Unicars und die meinte, sei echt viel, ne? Was? Ja, die sagen immer, dass es viel ist. Ja klar, aber ich dachte jetzt auch, das ist also... Habe ich schon öfter gehört, ne? Keine Ahnung. Ja, musst du gucken, ob die noch Platz haben da unten. Und dir quasi die Summe sagen. Hm? Und wenn es zu wenig für dich ist, sagst du, ja, bei PDM sagst du, vielleicht 200, 300 mehr bekommen oder so. Ja, so ein bisschen gegeneinander ausspielen, ne? Genau. Klar. Was denkst du, was hat die Karre noch wert? Hä? Was denkst du, was die Karre noch wert hat? Wie viel hat es gekostet? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was hat mir gesagt? 5,9 oder so? Ich glaube Was 9, war also das? bei Unicars verkaufen sie neu für 6.000. Ja, Aber dann kommt glaube ich noch die Lackierung, ne? In matt gibt es die glaube ich nicht mehr. ja, vielleicht 4 auf jeden Fall, 4, 5, Okay. denke ich mal. Ja, dann war ihr Angebot mit 4.000 gar nicht so übel, ne? Hm. Okay. Naja, muss man schauen, Musst weil du ich... mal fragen, wenn sie es 5 sagen, dann ist es halt Bombe für dich. Auf Ja, jeden Fall musst klar. du nicht noch Ja, klar. ausspielen quasi. Also irgendwo zwischen 4 und 5 so, ne? Hm. Okay. Ja, weil ich spiele mit dem Gedanken, mir vielleicht ein Bike zu kaufen oder so. Okay. Ja, mal schauen. Ja, und dann gar kein Auto, oder wie? Ja, keine Ahnung. Wird halt schwer mit deiner Gitarre und Ja, so, das ist eben meine einzige Sorge, dass aber ich könnte mir die auch auf den Rücken binden, ne? So ein Case mit dem Gürtel und so, wenn ich das eng anziehe, dann sollte das eigentlich schon gehen. Hm. Ich meine, ich trage die ja so jetzt auch immer rum. Ja, muss mir das überlegen. Kommt jetzt ganz drauf an, wie es mit den Auftritten so weitergeht, ne? Weil in letzter Zeit läuft nicht unbedingt gut. Und ich sag Nicht mal mehr so, so viel nee. Zuschauer. nee. Ja, und auch die Leute, soll ich sagen, letztens wollte ich am PD spielen gehen und da war ein Penner, ein Bettler. Und da bin ich wieder abgezogen, weil ja, bringt jetzt nichts, wenn der da nach Geld fragt und ich da noch spiele. Und dann ging ich an den Stadtpark und da war ein anderer Typ mit einer Gitarre. Und ja, ich sag mal so, die Konkurrenz wird größer und die Leute nicht unbedingt großzügiger, spendabler, ja. Naja. Hast du denn wieder schon irgendwie erweitert? Wie? Hast du deine Songs schon erweitert? Ja, ich habe 2, 3 neue gelernt. Ich habe eigentlich fürs Konzert ich glaube 3 Songs, ja 3 habe ich neu gelernt. Du warst wahrscheinlich noch gar nicht dazu, sie zu spielen. Nee. So weit kam ich nicht. Und ich würde euch ja jetzt gerne eine Kostprobe geben, aber mit meiner Schulter ist es halt schwierig heute noch. Morgen sollte dann wieder gehen. Ruh dich nur aus, ist okay. Ja, ich glaube, ich gehe auch mal pennen jetzt. Ich glaube, ich schaue mir noch dieses Theater an da oben und dann gehe ich pennen.
Was macht ihr noch so? Habt ihr noch große Pläne? Wird nicht mehr viel. Okay. Ja, dann hoffe ich doch, dass wir uns morgen sehen, ne? Also, wir versuchen es auf jeden Fall, ja. Okay, würde mich freuen. Oder was heißt versuchen? Ja, was versuchen halt heißt. Ja, Wenn ich jetzt haut mal endlich mit der Sprache raus. Was wenn bei euch nichts los? Nein, wenn nichts dazwischen kommt, dann kommen wir auch. Okay. Aber was die letzte Woche los war, kein Kommentar, ne? War alles gut. Okay. Ai. Ja, dann wünsche ich euch was, ne? Ja, Gute Nacht zusammen. merk dir die Stelle, hier kannst du dann öfter vorbeikommen. Okay, ich versuch's, ne? Ich möchte dich nicht nochmal navigieren müssen. Gut, na dann schöne gute Nacht euch zusammen, ne? Ja, dir auch. Pass Ciao, auf dich ciao. auf, ne? Gleichfalls. Ciao. Peace. Was ist mit denen los? Verdammt. Ah, scheiße, falsch gefahren. Ja, egal. So. Hey, was ist mit denen los? Die verschwiegen irgendetwas vor dem Bruno. Aber ich weiß nicht was. Ah ja. So. Da ist Eistheater. Und da ist Eistheater. Das ist kleiner als das, hä? Das ist das auch das. Fahren wir doch dort mal noch schnell her. Und schauen, wo wir morgen vor dem grossen Publikum spielen. Und etwas essen sollten wir noch schon ein Weile, hä? Uiuiui. Was ist das eigentlich hier? Dashhound. Dashhound Center. Was ist das eigentlich? Einkaufszentrum? Oder was ist das? Ich schwöre, seit ich Roleplay spiele, fällt mir so viel Zeug in dieser Stadt auf, die ich vorher noch nie gesehen habe. Also im GTA, wo du achtest ja halt ganz anders auf Sachen. So.
Pinewood. Was steht da? Pinewood Bowl. Okay. Life Invader Bowl. Okay. Das ist knapp gewesen. Wir laufen wieder wie behindert. Boah, Mann. Arena. Komme ich da auf mit meiner Schulter? Jetzt irgendwo stecken. Fuck. So. Einfach mal etwas essen. Ich muss schnell einen Screenshot machen. Moment. So. Nein. Schade, der tanget nicht schön. Das seht ihr ja gar nicht. So. Datei speichern. So. Keine Ahnung, wo ich es jetzt hergespeichert habe, aber egal. Nein. Nein. Echt nicht. Das habe ich wohl. Entschuldigung. Ach Mann. Ach Mann, ach Mann. Kommt echt das gut morgen mit dem grossen Auftritt.
Bruno muss ein bisschen nachdenken. Kommen wir wieder. So. Ei, ei. Kommt das gut? Auf dieser grossen Bühne sollen wir sein. Dabei sind wir doch echt DJ. Nur weil es als DJ nie so richtig geklappt hat. Ich meine, als DJ haben wir auf vielen Orten gespielt, aber auf so einer Bühne haben wir noch nie gespielt. Was meint ihr? Kommt das gut? Wird das was? Oh Mann. Ui, hoppla. Das habe ich nicht wollen. Ich würde eigentlich einen schönen Clip machen. Wie mache ich das, verdammt? Malo, Hilfe! Ah ja. Das, was wird morgen. Vor so vielen Menschen spielen. Auf so einer großen Bühne. Ah Mann. Keine Ahnung. So. Jetzt probiere ich mal selber einen Clip zu machen.
So. Hast du gesehen, Flex, du hast schon einen gemacht, hä? Merci. Toll, das hättest du eher können sagen. Ach Mann. Ach Mann. Bruno ist ein bisschen einsam. Vorsichtig. Ei. Scheiß Schulter, Mann. Na dann, ab nach Hause, ne? Früher geschlafen, dass wir morgen aufmachen. Oje. Eine Runde um den Stadtpark 3. Keine Sau mehr rum. Was mich mal noch wundert, ist, man kann hier irgendwo seine Karre einparken. Aber dann haben wir herausgefunden, wie. Ist das auch, wenn man ihn hier drauf stellt? Das hätte ich gerne mal noch ausprobieren. Hier. Nothing to found to display hier. Ja, wo musst du denn herstellen? Das check ich auch nicht. Hier drauf, oder wie? Wo musst du noch herstellen? Oder dort ins Garage rein?
Okay, keine Ahnung. Jetzt ist das Auto weg. Oh. Ja gut, liebe Leute. Dann wär's das gewesen soweit. Kleine chillige Runde mit dem Bruno. Geht es noch duschen. Trinkt noch ein Bierli. Und dann geht er füseln. Irgendwie ist gerade alles ein bisschen verpackt, denke ich mir. Das habe ich so wollen. Das so. Und das so. So. Das Cap kann er ja abziehen. Auf jeden Fall sage ich merci vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen alle. Morgen ca. 18 Uhr. 18 Uhr, 19 Uhr, irgend sowas. Zum großen Konzert von Bruno Moser. Und ich wünsche eine schöne, angenehme Nacht. Merci vielmals fürs dabei sein. Bis morgen und habt die Ohren steif. Seid lieb zueinander. Tschüss.